Hallo, Servus, long time no see, really long time no see. Ich muss sagen, es fällt mir schwer, unter diese Umstände überhaupt ein Video hochzuladen. Es ist nicht, dass ich gar nichts gemacht habe die letzten 2 Wochen. Eigentlich ist es schon länger her. Ich habe Kundenaufträge durfte machen, ich habe Windeltorten gebastelt oder gebacken. Aber ich habe jetzt von mir aus selber nichts Kreatives fabriziert und gepostet. Mir war schlichtweg nicht danach, beziehungsweise habe ich mich nicht dazu durchringen können. Es hat mich alles ein bisschen geflasht, die ganze Geschichte, und lässt mich an Dingen zweifeln, wo ich mir gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. Aber wir müssen da jetzt durch. Wir Mädels vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, wir verlieren sonst zu viel an Boden. Und das wiederum macht dann so viel Impact, negativen Impact in unser Feld, das wir da beackern. Also sprich Familie, Freunde, eigene Seele, so geht es einmal, das eigene Umfeld, den eigenen Kraftherd. So. Und weil ich aber immer noch nicht in Worte fassen kann, wie es mir tatsächlich geht, nehme ich mir ein Projekt vor von der Global Design Project Woche in den verschiedenen Farben und Wendetechnik von Jennifer Maguire an, die in ihrem letzten Beitrag, YouTube-Beitrag, auch über dieses über die heilende Kraft von der Kreativität philosophiert, während sie ihre Karten macht, ihre Projekte herzeigt. Oder das war das vorletzte Video, glaube ich, aber das letzte Video hat sie das schon, hat sie ein bisschen intensiver drüber gesprochen. Und mache eine Karte eben, wie gesagt, ich verlinke es euch dann. Gell? Ich würde sagen, fangen wir an und schauen wir mal, was draus wird. Kennt's mir. Bis dann. Es geht in der Global Design Challenge 333, glaube ich, ist es. Ich verlinke es sowieso auch nochmal, um die Kombination von diesen 3 hübschen Farben, die irgendwie, wie soll ich sagen, mega krass zueinander stehen. Das ist einmal Babyblau, dann haben wir da Gartengrün und Minzmakrone. Für sich tolle Farben in Kombi, wowza. Aber ich werde wieder viel Weiß dazu verwenden. Und bin schon gespannt, ob euch das M-Projekt dann gefallen wird. Gut, die Karte wird eine besondere Form haben. Und zwar wird die Karte nur aus diesen zusammenhängenden Rechtecken hier, die ich von den bestickten Rechtecken habe, bestehen, die man dann hier so aufklappen kann. Schaut euch vielleicht da das Video von Jennifer Maguire an. Sie hat das mit Schmetterlingen gemacht. Das schaut total süß aus. Aber ich erkläre euch gleich, warum ich die Ecken nehme. Als Referenz gehe ich auf eine Kartenbasis, die ich normalerweise haben würde. Das ist 10,5 mal 14. Das würde ich normalerweise immer als Topfold-Karte haben. Und ich möchte quasi mir Rechtecke hier so dann anbringen, dass das ungefähr dieses Endmaß dann hat. Ja. Ich werde mir jetzt einmal hergehen und off-cam jeweils 3 Sets, also 3-mal dieses Ding hier ausstanzen, und zwar einmal in extra starken Farbkarton und 2-mal im normal starken Farbkarton Basic White. Ich komme dann wieder. Für die Verzierung der Klappkarte nehme ich jetzt quasi die gewünschten Farben von der Global Design Project Challenge 333. Das ist einmal Babyblau, Minzmakrone und Gartengrün. Ich tue mir da jetzt jeweils, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es anbringe, jeweils 2 Quadrate von jeder Farbe ausstanzen, klein, mittel, größer. Dann nehmen wir noch ein blaues Herzal und so einen Stickrahmen für die Innenseite. Beziehungsweise muss ich mir dann noch überlegen, was ich mit dem Umschlag dann mache. Vielleicht stempel ich da was oder präge was. Das schaue ich dann noch. Gut, dann möchte ich jetzt gleich die Sprüche vorbereiten. Und zwar stempelt ich mir die in schwarz.
generell einmal auf weißes Papier und gebe dann noch Embossing-Pulver drüber, und zwar klares. Und dann gibt es so einen sanften Schimmer oder einen sanften Glanz und hebt sie somit ein bisschen ab. Und zwar geht es ihr im Grunde, also Statik nehmen vom Papier, dann in Versamark, dann auf das Stempelkissen abstempeln. Ich lasse jetzt einmal ein bisschen am Platz, weil ich nicht genau weiß, mit was es dann letzten Endes ausstanze. Klares Embossingpulver drüber und heiß prägen. Warum ich das so gern tue, ist, ich weiß nicht, ob das jetzt im Video umkommt, es hat eben, wie gesagt, einen sanften Glanz, es ist leicht erhaben und das Schwarz verwischt vor allen Dingen nicht mehr. Es ist einfach satter. Gut, dann sind wir eigentlich schon so weit zum Zusammenbauen. Jetzt muss ich kurz einen Schluck Kaffee trinken, Moment. Wie geht's euch eigentlich so jetzt in diesen Tagen? Trauen wir fast gar nicht fragen, aber ja, irgendwie schon. Es sind weird, eigenartige Zeiten. Kommt mir vor. Gut, es hilft jetzt eh nicht. Also, die Karte, die Jennifer, oder die Technik, die Jennifer Maguire gemacht hat, ist, sie hat so verschiedene Die-Cuts genommen, hat sie ineinander verbunden, hat dann das Ganze mehr oder weniger doppelt bzw. dreifach so gemacht und hat somit eine eigene Kartenform entwickelt. Und ja, ich finde das echt cool. Klar, sie ist echt ein Profi und lässt aber trotzdem noch extremer ihre menschliche Seite oder zeigt ihre menschliche Seite, und das finde ich eben voll schön. Also, ich habe gesagt, dass man diese Karte im Grunde von der Größe her möchte es so machen wie eine normale Topfold-Karte, 10,5 mal 14. Und jetzt gehe ich mal her und versuche mal anzuordnen, wie ich glaube, dass ich das haben möchte im Endeffekt dann. Da spüle ich jetzt einfach einmal ein bisschen damit. So lange, bis ich das Gefühl habe, dass mir das taugt. Ich werde das dann als Verzierung noch setzen, und es kommen hier vorne dann auch noch die Geschichten drauf. Aber ich möchte jetzt einmal die Grundform mir von der Karte hier mal außer fünfeln. Und mir dann überlegen, wie ich das dann noch ausgestalte. Jennifer Maguire hat das total schön gemacht mit Schmetterlingen und Blumen. Aber keine Ahnung, mir war irgendwie halt nicht nach Schmetterlingen und Blumen. Ich wollte diese Roughness, die uns momentan, also dieses harte, dieses eckige, nichts läuft mehr rund, alles muss mit Gewalt irgendwie um die Kurve geschoben werden. Das wollte ich jetzt ein bisschen eben herausheben, und deswegen habe ich mich für geometrische Formen quasi entschlossen. Gut, also die Base, sagen wir mal, so steht. Jetzt schaue ich, dass ich das nochmal mit Flüssigkleber hier mal so fixiere, wie ich mir das vorstelle. Und zwar bleibe ich jetzt da mal hier. Also die Jennifer Maguire hat eine coole Geschichte, eine Sticky Mat, wo sie die Dinge erst einmal quasi die picken dann auf dieser Sticky Mat drauf, und von dort ausgehend hat sie es dann immer nur so eckerlweise quasi hochgehoben und dann fixiert, ebenfalls auch mit Flüssigkleber, aber das gelingt uns auch ohne.
ohne dieses technische Hilfsmittel. Wichtig ist nur, dass ihr hier auf der linken Seite soll's bündig oder möchte es ein bisschen bündig sein, weil sich ihr hinterher dann mit dem Falzen dann ein bisschen leichter dort. Das heißt, ich nehme einfach da jetzt mein Guide und setze es hier mal an, so dass es hier links dann auch bündig ist. Das Ganze muss natürlich dann noch gut durchtrocknen. Und Jennifer Maguire hat dann das Ganze verstärkt, indem sie hinten quasi gegengleich noch mehr eine Schicht mit den gleichen Stanzformen aufgebracht hat. Und zwar vorne, also auf die Vorderseite hat sie quasi gleich gemacht. Also Entschuldigung, die Vorderseite hat sie aufgedoppelt und die Kartenrückseite oder das Innen hat sie mit einem extra starken Farbkarton gemacht. Das habe ich ja jetzt auch mit einem extra starken Farbkarton ausgestanzt. Das Gute mit dem Flüssigkleber, das habt ihr schon tausendmal gehört, ist, dass man es immer wieder noch zurechtschieben kann, wenn man noch nicht sicher ist. So eine Karte kann man übrigens auch ohne fancy Stanzformen machen. Ihr habt alle möglichen Formen zu Hause, Kreise, indem ihr Unterteller habt oder kleine Kreise habt, die ihr theoretisch mit der Hand eben ausstanzen könnt. Ihr könnt ganz normale richtige schneiden mit der Schneidemaschine, also mit dem Schneidegerät. So, jetzt ist es so, dass ich quasi hier, das sollte dann so aufgehen, nochmal genau die gleiche Form brauche. Das heißt, ich werde jetzt hier mir das einmal drauflegen und natürlich schauen, dass ich da nichts anbatze und die gleiche Form nochmal kreiere. Muss ich mich ganz kurz konzentrieren und aufhören zu quatschen. Da bin ich. Jetzt muss ich da nochmal unten einige, weil jetzt habe ich da zu wenig Kleber vor lauter Ratschen. Komm auf. Oder? Ja, Picture. Super. So. Dann kommt die dann noch on top. Und machen wir es jetzt ein bisschen leichter und nehme hier schon diese Umrisse als Guide für den Kleber. Also das war jetzt wirklich, da ist wirklich nichts dabei und das geht eigentlich auch relativ rasch und den Formen und Möglichkeiten ist überhaupt da keine Grenze gesetzt. Also kannst du alles Mögliche nehmen. Herzl, Kreise. Gut. So, jetzt haben wir beieinander. Jetzt hätte ich mir beinahe noch von da mit dem Liegen. Na, doch. Hä? Da sind wir. So. Sorry. So geht's. Ihr müsst euch vorm Kleben halt wirklich im Klaren sein, was ist links, gell? Und was ist rechts, was ist oben, was ist unten. Jetzt hätte ich mir beinahe selber verdammt. Hilfe! Dann braucht man noch so einen kleinen eine kleine Aufklapphilfe. Und zwar wollen wir jetzt quasi auf der linken Seite, weil wir wollen die Karte ja dann, Herrschaftszeiten, wir wollen ja die Karte dann so öffnen, wollen wir auf der linken Seite nur eine kleine Falz- oder Aufklapphilfe machen. Sie hat da so einen halben Inch breit eine Falzlinie gesetzt.
Und deswegen ist es also geschickt, wenn ihr hoppala, wenn ihr hier linksbündig seid. So, zwischenzeitlich ist mein Kind heimgekommen. Also, dann kleben wir mal die Karte im Grunde schon zusammen. Weil was wir haben, das haben wir. Das heißt, ich bringe jetzt hier auf diesen sogenannten Klebelaschenkleber an. Bieg das zusammen. Und hoffe, dass alles gut funktioniert. Na. So, beschweren wir es jetzt einmal mit einem Stempelblock und legen wir das jetzt einmal auf die Seite kurz. Ne? Dabei das jetzt trocknet, kümmere ich mich geschwind um meinen Umschlag, weil das habe ich jetzt auch schon fertig. Habe ich euch übrigens die Stempel schon gezeigt. Ich glaube nicht, gell? Das ist ein absolut gorgeous, also super, super schönes Set. Das heißt Glücksgrüße. Glücksgrüße. Mit einem absolut tollen Font. Hallo Schatz, ich glaube, das haben wir noch nie gehabt. Wichtig ist, das habe ich jetzt verwendet. Wichtig ist, dass ich dich habe. Diese 2 Stempel habe ich verwendet, aber auch den finde ich entzückend, das muss gefeiert werden. Oder ich liebe dich natürlich. Herzlichen Glückwunsch, lieben Dank. Wow, ich bin echt gut geraten. Und der alles Liebe zum Mamatag, schaut einmal. Voll schön, oder? Und natürlich alles Liebe zum Papatag. Ein Hoch auf die Liebe, das ist auch toll. Und apropos toll, toll sein ist einfach dein Ding. Gibt es bei mir, könnt ihr euch gerne bestellen. Das sind Gummistempel, einfach mit einem normalen Stempelblock kann man da wunderbar arbeiten damit. Werbung, ja. Na, wie gesagt, es ist alles so abstrakt momentan. Es ist eigentlich nicht nur momentan Blödsinn. Ich habe heute gehört, ich war heute im Fitnessstudio, weil ich mich ein bisschen um meine Gesundheit kümmern muss. Kreuz, Gewicht, Kreuz. Und da hat einer gesagt, hey, die ganzen 20er Jahre schon hindurch sind wir am struggeln oder werden wir am struggeln gehalten. Also keine Verschwörungstheorien, keine Sorge. Aber das Leben, hallo, heftig, oder? Weil das jetzt schon einmal eine gewaltig andere Nummer ist. Ja. Ja, man kann, das ist zum Rehren. Es ist echt zum Rehren. Also auf Hochdeutsch, es ist zum Weinen. Haut's mir immer noch meine kleine geheime österreichische Seele, haut's mir da aus. So, das Herzl. Da oder da? Nein, das ist das Herz ist das verbindende Element für alle 3. Ich aber mit meine Gedanken, die ich da in jede Karte eingebe. Doch, aber einfach so kann ich nicht. Sorry, geht nicht. Okidoki, das heißt, jetzt ist das auch fertig. Zack. Eine Karte, die natürlich dann genau in den Umschlag passt. Gell? Man kann es natürlich noch größer machen, vollkommen klar. Aber das ist ein kleiner Gruß. Und ja, ich werde jetzt mit der Außenseite anfangen. Und jetzt muss ich mir überlegen, was soll unten, was soll oben rein. Also ich habe jetzt hier dieses große Quadrat in Minzmakrone, möchte ich quasi hier unten ansetzen. Und bringe das schon hier mit Kleber auf. Schauen wir, dass wir schön parallel zu den oberen und unteren Kanten sind. Dann kommt als nächstes das hellblaue, also das babyblaue. Also ich würde jetzt zum Beispiel die Farben so nie kombinieren. Und das ist aber das Coole bei dieser Global Design Project Challenge, dass die einem immer wieder vor Möglichkeiten stellen, Dinge neu oder seine Bastelmaterialien, seine Materialien neu zu
begutachten, in einem neuen Blickwinkel zu sehen und somit die ganz vielfältig einsetzbar machen. Okay. Wichtig ist, also hier oben und da kann man dann noch so, jetzt vom Schreiben her kann man quasi hier drüben seinen Text schreiben, weil ich möchte auf alle Fälle das Statement, dass ich dich habe, hier unten haben. Und dann muss ich schauen, ich werde wahrscheinlich jetzt nochmal das ändern, was ich da hatte. Ich werde es jetzt nochmal umdrehen, weil ich natürlich jetzt nicht darüber hinaus da irgendwelche Geschichten da erfinden möchte, dass das da so vierer schaut, weil das würde dann da auch so schauen, das möchte ich glaube ich nicht. Obwohl das eigentlich auch spannend ausschaut. Haha, doch, das schaut spannend aus, das machen wir jetzt gleich mal. Also den möchte ich auf alle Fälle da unten. Und dann kann ich mir überlegen, dass ich den da hier gegengleich anbringe, als dass ich das grüne Element auch unterbracht habe. Und dass ich dann das hier so oder so. Oder einfach das nochmal in klar ausstanz. Ich werde mir das nochmal in klein ausstanzen und komme gleich wieder. Okidoki. So, dann bringen wir jetzt einmal die Ecke, muss ich freilassen. Dann blitzt es nämlich da so ein bisschen vierer. So ungefähr, oder? Genau. Ja, warum nicht? So, dann haben wir das als Gegengewicht hier. Ich glaube, auch bei der Karte komme ich komplett ohne Dimensions oder irgendwie sowas aus. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und dann, wie schaut das aus, wenn man das da... Nein, das mag ich nicht. Dass ich dich habe, etwas finde. So. Genau, das heißt, das Grüne kommt zuerst. Ja, warum nicht? Ein bisschen ein Gleichgewicht braucht es doch. Vielleicht stellt das wieder ein bisschen ein Gleichgewicht her. Ach ja. So. Das dann da, ja. Schon gespannt, was sie überhaupt dazu sagt, zu dieser Technik, die Jennifer Maguire da vorgestellt hat. Und was ich übrigens mache, ist iCase, Copy and Share Everything. Das ist ein Prinzip, das in der Bastelwelt sehr verbreitet ist. Copy and Share Everything. Es ist jetzt so, ich hätte noch Schmucksteine Herbst-Winter, wo das jetzt als Minzmakrone passen würde, das als Gartengrün und vielleicht, ja, vielleicht das Dunkelblau. Dann hätte ich auf der anderen Seite aber auch noch diese Gems, diese Square Gems von den In-Color Farben. Aber da kann ich jetzt im Grunde nur die zwei hernehmen und es würde aber jetzt diese Farben halt gut aufgreifen, gell? Schaut, dass ich da kein... Da muss ich jetzt noch überlegen. Also die Würfel sind gefallen. Ich bleibe tatsächlich hier bei diesen Squares, weil das Glitzerige und das hätte jetzt überhaupt gar nicht dazu passt. Und damit mir das nicht zu wild wird, um Gottes Willen, es könnte ja mal eine wilde Karte werden, bleibe ich bei dem Grünton. Ich glaube, es ist Jade eigentlich, aber es passt trotzdem gut.
gut daher. Da dazu. Na, ist es nicht Jade, es ist Aventurin. Jetzt schauen wir gerade die Farben an. Das sind ja In-Color-Farben. So. Und hier drinnen habe ich jetzt noch mal so ein Herzl ausgestanzt. Das Herz war übrigens bei den Stitched Label Frame jetzt dabei. Vielleicht habt ihr die noch. Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich nicht weiß, ob wir das Set noch aktuell haben, im aktuellen Jahreskatalog. Ich glaube nicht. Aber das ist auch immer so ein Klassiker. Das war immer so ein Klassiker. Ja, wie geht es euch mit der Fastenzeit? Dort ist ja was in der Richtung. Bei mir sind es die Süßigkeiten eindeutig. Da habe ich jetzt versucht zu reduzieren und wie gesagt, jetzt durch das Training. Wir haben bei uns im Dorf, also im Dorf, das daneben ist, in Sonnen haben wir ein super Fitnesscenter und da habe ich mich jetzt eingeschrieben, zusammen mit dem David, dass wir gemeinsam da hingehen und versuche einfach, mich da wieder ein bisschen zu stärken körperlich, damit da wieder ein bisschen was weitergeht. Leute, wir waren fertig, schaut mal. Das ist jetzt quasi mein Beitrag zur Global Design Challenge 333, was das? Das ist eine Vorlage von, also eine Technikvorlage von Jennifer Maguire, eine Klappkarte, ganz normale Klappkarte aus verschiedenen Dies. Das Video verlinke ich euch noch. Und ich wünsche euch jetzt noch ein ganz schönes Wochenende. Ich schaue, dass ich das Video gleich heute noch online stelle. Heute ist Freitag, 11. Ganz ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht verblasen von dem Wind, der draußen herrscht. Lasst euch nicht runterziehen und bleibt positiv im Geist und gut gelaunt. Okay, Servus, Baba.